Okay. Hallo zusammen, guten Abend. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem neuen Livestream. Heute geht es um Verben mit Echo. Das ist etwas Komisches. Was sind Verben mit Echo? Ich glaube, ganz viele Schweizer wissen gar nicht, dass wir so Verben mit Echo haben. Das ist der Name, den ich ihnen gebe, zum Erklären, was da passiert. Also das ist nicht, da habe ich nicht aus einem Grammatikbuch oder so, aber das ist meine Interpretation von diesen Verben. Hallo Olivia, hallo Hamza, hallo King, Hindi. Also schreibt, chattet mit, euren Kommentar dazu geben. Hallo Suse. Und hört gut zu. Wir können jetzt gerade anfangen. Am Anfang tue ich euch noch ermutigen, dass ihr unter dem Film könnt euch anmelden, euch den Kanal abonnieren, subscriben, dann drücken und dann sind ihr immer auf dem Laufenden, was passiert. Hallo Ahmad, hallo Drilon, hallo Andre, wow, hallo Dario. Es hat schon viele Leute, schön. Okay, also, am Anfang habe ich einen kleinen Text für euch und schaut gut, welche Verben in diesem Text ein Echo haben, also wo quasi doppelt vorkommen im Satz. Also merkt euch gut merken, welche Verben in diesem Text ein Echo haben. Hey, komm schauen. Katrin hat wieder einen Livestream. Hallo Jetsun, hallo Lovely. Wir sind am schauen, was für Verben Echo haben. Also schauen, wo die Verben mit Echo sind. Ich komme gerade. Und noch die möchten die Applikation herunterladen, da habt ihr unten einen Link in der Beschreibung. Und über die Applikation könnt ihr auch an unserer Montag-Lektion mitmachen und Wortschatz üben und Filme schauen von den vergangenen Lektionen. Hallo Katharina. Also, machen wir weiter. Ich gehe nur zuerst noch das Fenster zumachen. Ich habe jetzt gerade nicht Zeit. Ich gehe nur noch schnell etwas machen. Lass doch das Fenster sein. Es ist ja warm draussen. Lass doch das Fenster sein. Sonst verpasse ich noch den Livestream. Also, in diesem Text haben wir 3 Verben mit Echo gehabt und es ist genau so viele Verben mit Echo gibt es. Also es hat nur 3 Verben auf Schweizerdeutsch die Möglichkeit, dass sie ein Echo haben. Ja, welche 3 Verben sind das gewesen? Welche 3 Verben sind so quasi doppelt im Satz vorgekommen? AFG, wenn du mehr möchtest mit mir Livestream machen und Schweizerdeutsch lernen, dann haben wir am Montagabend noch einen Kurs. Okay, geh, genau, Dario, geh. Also wir haben Satz gehabt, ist das da gewesen? Ich gehe nur zuerst noch das Fenster zumachen oder das Fenster zumachen. Je nachdem, also 2-mal gehen. Schauen ist nicht Verb mit Echo, aber schauen ist der Berg, also die Wand, das zweite Verb im Satz, das macht, dass es ein Echo gibt. Ja? Weil, wenn du sagst, ich komme gerade, dann hast du kein zweites Verb und du hast auch kein Echo.
Wenn du kein zweites Verb hast im Satz, dann hast du kein Echo. Also schauen ist einfach das zweite Verb im Satz, wo die Wand ist, wo macht, dass es ein Echo gibt. Schauen ist schwierig zum Aussprechen, das Wort. Ja, aber vielleicht muss man ein bisschen üben, weil ein U und ein E gerade nacheinander kommen. Ja, also, wir haben ein Verb mit ga. Das ist ga, go. Das ist ein Verb mit Echo. Und das zweite Verb mit Echo, habt ihr das gesehen? Komm, genau, Dario, super. Also das war im ersten Satz. Komm, schauen. Komm, spielen. Komm, essen. Ja? Also wenn wir ein zweites Verb haben im Satz, wird das wiederholt. Und das dritte, das ist da, in diesem Satz. Lass doch das Fenster sein. Es ist ja warm draussen. Oder lass doch das Fenster offen stehen. Also, das ist die ganze Theorie. Die Verben «ko», «ga» und «la» haben so eine Sache. Wenn ein zweites Verb im Satz kommt, dann gibt es ein Echo. Das zweite Verb, zum Beispiel da «schauen», «komm», schauen. Wenn du «schauen» hast, wenn du das zweite Verb hast im Satz, dann nachher gibt es ein Echo. Versteht ihr das? Das ist meine Erklärung. Wir sind in den Bergen, wir sind ein Bergvolk, wir Schweizer. Und in der Grammatik haben wir so Echo-Verben, aber nur 3. Ko, ga und la. Also, das erste Verb ist ko und ich habe einen kleinen Text dazu. Wir kommen gerade vom Arbeiten. Also da haben wir kein zweites Verb. Wir kommen gerade vom Arbeiten. Lass mich lehren, genau, kannst du sagen, Dario. Lass mich lehren. Komm uns doch am 6 Uhr besuchen. Komm uns doch am 6 Uhr besuchen. Und da mache ich noch eine Reklame für unsere App und für den Montagskurs, wo ihr auch Wortschatz habt und Flashcards, die ihr könnt üben nachher. Die Jolanda kommt auch. Da haben wir kein Echo, ja? Es hat kein zweites Verb, kein Echo. Die Jolanda kommt auch. Kann mein Mann auch kommen? Ja? Kann mein Mann auch kommen? Kein zweites Verb. Ja klar, kein Problem. Ich muss wirklich einisch eure neue Wohnung anschauen. Ich muss wirklich einisch eure neue Wohnung anschauen. Ja? Und da haben wir jetzt eine neue Version, und zwar mit dem Verb müssen, mit dem Verb Modalverb. Also ich sage nicht, ich muss wirklich einisch eure neue Wohnung anschauen. Das wäre möglich, der Infinitiv am Schluss. Aber es reicht, wenn nur ein Echo im Satz ist. Am zweiter Position das Modalverb und dann das Echo anschauen. Versteht ihr das? Also das Einzige, was sich ändert zwischen dem Satz ohne Modalverb und mit Modalverb, ist das Verb an zweiter Position. Du kannst sagen, ich komme einisch eure neue Wohnung anschauen. Oder ich muss einisch eure neue Wohnung anschauen. Oder ich will einisch eure neue Wohnung anschauen. Das ist mir wichtig. Ahmad, du bist gerade am Lehren, super. Verstehst du, was ich meine? Versteht ihr das? Ja, wir wohnen schon ein halbes Jahr da und du bist uns noch nie besuchen. Das ist das Gleiche mit dem Perfekt. Das Einzige, was sich ändert, ist das Verb an zweiter Position.
du bist. Du kommst uns nie besuchen, im Präsens. Und im Perfekt, du bist uns nie besuchen. Und wir haben kein Partizip 2 am Schluss. Wir sagen nicht, du bist uns nie besuchen gekommen. Es ist möglich, aber wir können das weglassen. Olivia, du verstehst das. Super. Also das ist so typisch schweizerisch. Ich kenne selber keine andere Sprache, die so Verben hat mit Echo. Ja, Ahmad, du hast es gecheckt. Wunderbar. Das ist eine Schande, dass du so gute Freundin von uns oder so guter Freund von uns und du bist so lange nicht bei uns daheim gewesen. Das ist eine Schande. So kann man das sagen. Okay, und dann gibt es das zweite Verb. Das zweite Verb ist mit «ga». Mit dem habe ich auch einen kleinen Dialog vorbereitet, dass wir das noch einmal üben können. Also, schau, die Kinder gehen wieder in die Schule. Ja, es war lange Lockdown und sie hatten von daheim aus Lektionen und jetzt gehen sie wieder in die Schule. Kein Echo, weil wir kein zweites Verb haben. Sie gehen sicher gerne wieder raus, ihre Freunde treffen. Hallo Kan. Sie gehen sicher gerne wieder raus, ihre Freunde treffen. Sie gehen ihre Freunde treffen. Ja, man könnte auch sagen, sie treffen ihre Freunde, aber ich wollte natürlich jetzt Sätze machen mit «gehen». Ja, jetzt können wir auch wieder klettern. Ja, das ist mit dem Modalverb. Jetzt können wir auch wieder klettern gehen. Aber du musst das «gehen» am Schluss nicht sagen, weil du das Echo hast vor dem Infinitiv. Jetzt können wir auch wieder klettern. Ja, was können wir jetzt wieder machen? Wohin gehen ihr jetzt im März, wenn dann mehr Museen aufgehen und Läden aufgehen und Restaurants vielleicht langsam aufgehen? Was könnt ihr machen? Tibetan, mein Dialekt ist so ein Zwischending zwischen Bern, Luzern und ein bisschen Zürichdeutsch. Also wenn ich schreibe ich mit L anstatt mit U. Das ist mehr Zürichdeutsch. Aber ich sage dem so interschweizerisch. Ja. Also, jetzt, was könnt ihr machen? Jetzt, wenn es Frühling wird, wenn es schöner wird, wenn der Lockdown gelockert wird. Wir können zum Beispiel ins Restaurant eins ziehen. Jetzt können wir wieder ins Restaurant eins ziehen. Oder heute gehen wir ins Restaurant eins ziehen. Also wenn man sagt, eins ziehen, ziehen ist eigentlich so ziehen, aber man kann sagen, ich gehe etwas trinken, etwas haben, eins ziehen. Ja, habt ihr das auch schon gehört? Geht ihr mit euren Arbeitskollegen oder mit euren Freunden ab und zu eins ziehen? Wer will am Wochenende mit mir Velo fahren? Nein, Tibetan, ich habe kein Appenzeller Deutsch. Das höre ich sehr selten. Ich habe wenig Kontakt mit Appenzeller. Vielleicht ab und zu im Radio. Wer will am Wochenende mit mir Velo fahren? Wer will kommen? Ihr könnt auch antworten. Ah, Olivia, du kommst eins ziehen. Du kommst eins mit mir ziehen. Und dann kannst du besser üben, Schweizerdeutsch reden. Dann können wir zusammen Schweizerdeutsch üben. Das ist eine gute Idee. Beim Velofahren tut man vielleicht weniger zusammen reden. Kommt, wir gehen doch alle zusammen Velo fahren. Ja, wir gehen doch Velo fahren. Es ist schönes Wetter am Wochenende. Genau, Appenzeller Deutsch ist ein Ostschweizer Dialekt und ich bin eher in der Westschweiz aufgewachsen. Ganz in der Nähe von der
in Freiburg eigentlich, wo man schon Französisch redet. Und zum Mittag gehen wir zusammen ins Restaurant essen. Ja, wenn sie schon offen sind, die Restaurants, dann können wir das profitieren davon und ins Restaurant essen. Freut ihr euch auch, dass ihr wieder ins Restaurant essen könnt und nicht mehr immer alles mit Picknick von daheim mitnehmen oder so? Freut ihr euch auch? Also. Und das dritte Verb, das ist das Verb la. Das ist ein bisschen schwieriger manchmal zum Übersetzen auf Englisch, weil auf Englisch tut man das anders ausdrücken. La braucht man häufig, wenn man etwas nicht selber macht, aber von anderen machen. Ja? Also ich tue zum Beispiel andere Leute zahlen, dass sie mir den Garten machen. Also ich lasse meinen Garten machen. Oder ich lasse meine Kinder abwaschen. Dann muss ich nicht zahlen. Hoffentlich. Ahmad, du kommst mit dem Velo. Du kommst mit auf eine Velotour. Das ist super. Also das Verb la. Da haben wir noch einen dritten Dialog. Das ist der letzte Dialog von unserem Livestream. Und ihr könnt euch vielleicht auch noch ein paar Sätze überlegen, mit diesen Verben kommen, gehen und lassen und aufschreiben. Dann nachher können wir darüber reden. Lovely, du freust dich sehr, dass die Restaurants wieder offen haben. Ja? Und dann kannst du mit deiner Familie ins Restaurant gehen und musst vielleicht am Sonntag nicht kochen. Ja, das ist auch gut. Ups. Hey, wie lebst du? Ah, das habe ich fast ein bisschen kurz gehabt, das Slide. Hey, wie lebst du? Lass mich sein. Lass mich sein. Das kann man, hört man noch viel. Lass mich sein. Oder lass mich machen. Was ist dir über die Leber gekrochen, wenn jemand so ein bisschen mürrisch ist, nicht so gut zu Weg ist oder so, dann kannst du fragen, was ist dir über die Leber gekrochen? Also die Leber ist ein Organ in deinem Körper, das tut Blut reinigen. Und wenn dir etwas, irgendein Käferli oder so, über die Leber kriecht, dann ist man vielleicht ein bisschen mürrisch. Ja? Genau. Also, du kannst fragen, was ist dir über die Leber gekrochen? Ich habe mein Blut testen und jetzt warte ich auf das Ergebnis. Ich habe mein Blut testen. Also ich kann nicht selber mein Blut testen. Ich habe kein Labor daheim. Ja. Und jetzt warte ich auf das Ergebnis. Oh, Dario, du lässt deine Frau zu Mittag machen. Genau, sie ist eine gute Köchin und du kannst es dann geniessen, ihr Mittag. Ich habe Angst, dass ich in die Quarantäne gehen muss. Vielleicht habe ich Covid. Ja? Ich habe Angst, dass ich in die Quarantäne gehen muss. Da haben wir keine. Das ist nicht so schlimm, oder? Wenn man in die Quarantäne gehen muss. Du musst dir einfach von anderen helfen. Du kannst nicht mehr alles selber machen. Du kannst nicht mehr selber einkaufen oder selber mit dem Hund spazieren oder so. Du musst dir von anderen helfen. Ja? Was musst du machen? Stell dir vor, du wärst in der Quarantäne. Was würdest du von deinen Freunden machen oder von deinen Nachbarn? Was würdet ihr machen? Also, wenn ihr mehr möchtet, Livestream und Schweizerdeutschkurs und so, dann meldet euch an für den Montagabend-Kurs.
Das ist immer am 8. Und da könnt ihr auch über die Applikation schauen. Oder später nachschauen, wenn es euch einmal nicht passt. Später den Film schauen. Zum Beispiel die Einkäufe kannst du online machen und sie dir liefern. Also es gibt so einen Service bei der Migros oder bei anderen Geschäften oder du kannst sie dir schicken per Post. Kannst dir die Sachen, die du bestellst, schicken oder du kannst sie von einem anderen Lieferdienst, von DPD oder so, schicken oder liefern. Jean, du hast Glück, du bist noch nicht in der Quarantäne gewesen. Vielleicht hast du jemandem helfen, der in der Quarantäne war. Ja. Du kannst dir das Papier aus dem Büro bringen und dann kannst du von daheim aus arbeiten. Jemand kann dir alles, was du brauchst, aus dem Büro heimbringen. Also du kannst es dir bringen. Ja. Und dann kannst du von daheim aus arbeiten. Und wenn du wirklich krank wirst, kannst du dich telefonisch vom Arzt beraten. Heute gibt es viel mehr so Telefonberatungsdienste, dass man nicht mehr selber zum Arzt gehen muss. Olivia, du bist in Quarantäne gewesen. Ich hoffe, du hast dir von deinen Freunden helfen oder von deiner Familie, wo du hast in der Quarantäne müssen sein. Hallo Rodrigo, schön bist du da. Also du kannst dich telefonisch beraten. Und wenn du sonst noch etwas brauchst, kann ich dir immer gerne helfen. Das ist wichtig, ja, wenn man Freunde hat, wenn man Freundschaft pflegt oder für Nachbarn oder so, dass man einander hilft. Ja. Ich lasse dich nicht im Stich. Das ist ein wichtiges Wort, das könnt ihr euch merken. Jemand im Stich lassen heisst jemand allein lassen, sitzen lassen, wenn er Hilfe braucht. Aber ich lasse dich nicht im Stich. Ich bleibe bei dir, ich helfe dir, ich mache, was ich kann, um dir das Leben ein bisschen angenehmer zu machen oder aus der Patsche helfen. Ja, du kannst sagen, ich lasse dich nicht im Stich und dann haben wir kein Echo, weil es kein zweites Verb hat. Aber das sagen wir noch viel im Stich lassen. Ja. Das ist wirklich lieb von dir. Merci vielmals. Ja. Jetzt muss ich sagen, beim dritten Verb, beim La, ist es nicht unbedingt zwingend, ein Echo zu machen. Wo habe ich das? Also, ich könnte auch sagen, lass mich sein. Aber wir sagen sehr viel, lass mich sein. Aber es ist so ein bisschen mehr fakultativ. Beim Verb gehen und kommen ist es wirklich sehr wichtig, dass er sagt, dass er das Echo macht, weil sonst klingt es falsch. Sonst klingt es wirklich falsch. Beim La ist es mehr fakultativ. Also du musst nicht unbedingt sagen und es klingt auch gut. Also lass mich sein, kannst du auch sagen. Oder kannst du sagen, lass mich sein. Aber natürlich, wenn du dann ein Modalverb hast an zweiter Position, dann tun wir schon eher sagen, du musst dir einfach von anderen helfen lassen oder helfen. Das ist beides möglich. Aber wenn du das Echo nicht sagst, dann musst du das Verb sagen. Also, dann ist beides möglich. Also, La ist ein bisschen weniger zwingend, dass man ein Echo macht. Es kann auch gut sein, wenn man das Echo nicht macht. Du kannst dir das Papier aus dem Büro bringen, das passt nicht, oder? Dann hast du schon gar kein La mehr im Satz, weil du hast ein Modalverb am Anfang. Aber du kannst sagen, du lässt dir das Papier aus dem Büro bringen. Dann brauchst du nicht unbedingt La.
Ja, aber du hast dir das Papier aus dem Büro bringen gestern. Dann nachher brauchst du wieder das Echo, weil an zweiter Position hast du ja nur ein Hilfsverb. Du hast dir das Papier bringen. Ja? Ich hoffe, es ist jetzt alles klar. Die testen wollen, ob sie es gut verstanden haben, die können einen Satz mit «ko» oder «la» oder «ga» schreiben im Kommentar und schauen, ob das richtig ist. Also ein Echo gibt es nur bei diesen 3 Verben, nur wenn es zweites Verb ist am Schluss des Satzes, wo das Echo macht, wie die Berge oder die Felswände in der Natur, die Echo machen. Oder Räume, Wände, die Echo machen. Und wenn es kein zweites Verb hat im Satz, dann braucht es auch kein Echo. Das müsst ihr euch merken. Es ist kommunikativ, wenn ihr es nicht macht, aber es tönt falsch. Ja, das war meine Information von heute. Ich habe ein bisschen viel geredet, ihr habt ein bisschen wenig gechattet. Ich hoffe, das nächste Mal wird es wieder ein bisschen anders. Heute am 9. Uhr haben wir wieder ein Treffen in der Beschreibung unten. Ihr könnt schauen, was das ist. Wir machen ein Zoom-Treffen und reden zusammen zu verschiedenen Themen. Also die Lust haben, jetzt noch ein bisschen praktisch zu reden, die können sich für einen Zoom-Kurs anmelden. Und merci allen, die mich unterstützen, die mir einen Kaffee spendieren oder für Extrafilm sich angemeldet hat und so. Und denkt daran, dass ihr den Kanal abonnieren könnt und mehr weiterhin an den Livestream mitmachen. Und nächste Woche gibt es ein Interview wieder mit einem Schüler von mir. Also es wird sicher interessant. Und während der Premiere nächste Woche könnt ihr auch mitchatten und schreiben und fragen, wenn ihr eine Frage habt. Ja. Das war alles von mir für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also jetzt könnt ihr mal die Schweizer fragen, ob sie wissen, was das ist, Verben mit Echo, und ob sie überhaupt wissen, dass sie das machen, wenn sie reden. Weil das ist nicht unbedingt klar. Also ich habe erst gemerkt, dass ich das mache, als ich angefangen Schweizerdeutsch zu unterrichten. Also fragt mal eure Kollegen, vielleicht wisst ihr jetzt ein bisschen mehr über Schweizerdeutsch als sie. Also, merci vielmals. Tschüss zusammen, macht's gut, schöne Woche und vielleicht bis am 9. Uhr. Tschüss. Schönen Abend.